Gut. Dat is wel right. Ik mocht het eerste een informatie geven. De laatste meeting hier en eindelijk dan worden van nächsten donderdag. Dan is zo materiaal daar kunnen zijn dan wanneer er vragen zijn. Einfach een tijd nemen met hem mitteilen, vragen stellen. En dat we dan dat materiaal wat we nu hier hebben. En dan waren ook andere zaken zijn wat er met verbinden. Dat we even gaan voorbereiden, dat we wat opschrijven en dat we aan het stap zaten te vragen stellen. Wat hel je daarvan? En dan blijf je dan thuis. Ja? Einer weiß es Okay. Es fällt Ihnen ganz frei. Ja, das ist, ich glaube, das wird uns viel helfen. Von da wieder dann einfach sagen, was du hast, klar. Vielleicht machen wir halb 3 gehen. Und war das auch erklären. Und das ist nicht schlimm. Ja? Das Wichtigste ist, dass wir verstehen. Und dann können wir leben. Wir wollen vandaag qua sagen, für uns Leben ist so wichtig, dass wir Erkenntnis kriegen und dann können handeln. Wenn wir nicht weiter, dann können wir nicht richtig handeln. Wir brauchen Klarheit. Ich möchte nochmal beten, das ist ein Thema, was uns persönlich angeht, dass wir verstehen, was ist in uns passiert im Leben. Und möchte Gott uns daran leiden. Alle beten. Ich würde danken, dass wir die beten haben um deine Leitung, deine Führung, deine Rede an uns. Und wenn wir vandaag über unser Leben, uns Wort, uns benachtet, reden, wo wir dort verwollt haben, wo wir dort versichert haben, oder wo wir uns hart gemacht haben, oder wo wir uns waschen gedreht haben, leid uns, dass jeder einzelne von uns erkennen kann, was da fehlt. Wenn du wirst sehen, du wirst uns das frei machen, damit das an uns nennen kann und wir das wiedergeben können. Daran leid uns mit deinem Geist, nur deinem Wort und an deinem Licht. Amen. Ja, de feit mal dote van dit, ik mocht het beeld mal best wel brukken, hostig. Best een klein betreetje nog, feit mal red wie van, we zit Mexico uit ook. En ik mocht ons allemaal wat dan aannemen. We zijn deel van Mexico. En Mexico brukt dat evangelium. En we reden daarvan dat de gezelschap van ons land veel van dit niet weet, wat in de Bijbel staat. Ook van dit materiaal wat de Bijbel ons openbaart, wat we nu in de Bibelstunde al gereed hebben. Daar is geen unie van. En dat geeft onze mensen die dat land regeren, dat in je rechten. En vele van ons weten wat de eerste jaren zijn van geloofsleven. Van zaken vrij worden, dat God erkennen. En ik geloof het allemaal wel wichtig dat we daaraan denken. Ons volk, ons land, wo wir hier, wir als Menschen von Mexiko, wir brauchen Ansicht, aber die wird von Gott kommen. Es geht nicht darum, dass wir menschliche Ansicht sehen, sondern dass wir nur Gott fragen und dass er uns wisst. Wenn wir waren die Menschen, die auftreten, dass wir was alle sind, und jene kommen an, und je nachdem, wo das der Bane aussieht, dann lebt ein Mensch. Je nachdem, was er erkannt hat, und je Danke und hat, dann lebt er. Je nachdem, wat du leefst, dan leefst du. Ik heb mal in de Bibelschool, de eerste 2 jaar, wat ik in de Bibelschool weer zeer aangereed, dat de leraaren, wat we dan hadden we dat het Griechische, en daar was dat woord eenmaal nooit gezegd wat is geloven. En dan zei hij allemaal, je geloven bestemt je leven. En dat is dat wat daar de ganze Bibel met geloven, wanneer Jezus van geloven redt, wanneer ze niet van geloven redt, redt hij allemaal van no vallen. Aber der Fall der Mod dort, was es läuft. Und wenn uns das kann, immer klarer werden, sagen, was läuft. Manchmal weit wird nicht mal, aber wir best checken, wo leben, und sagen wir, was wir leben. Mein Beispiel ist immer, wenn ich sehr dringend noch mehr Reichtum sehe, dann mache ich, wie es Gott mir und sagt, die läuft, wenn du mehr hast, wird die besser gehen. Und dann sagt er das ab. Das wird immer klar. Und Jesus fängt immer das Licht. Was ist mit unserem Leben? Und das, wo wir vandaag immer was sagen, was ist passiert, was leiden wir, oder wofür machen wir uns tau, und was fehlt aufzumachen, was fehlt frisch, um Glauben noch zu checken. Gott will, ich hatte das Fähigkeit mal auch, Gott will sehen, er sagt Abraham, verlaten go, und dann das wieder, et war, und et war.
En et wat zijn, et wat die noemen groot maken, en du worsten zijn zijn, en et wat. En dan gaat zeggen, et wat schaffen, et wat die schaffen. Jetzt ist nicht nur, dass Abraham erst muss dann sie geschät worden, dann wird Gott schaffen. Sondern Gott hat sich entschlossen, an uns Menschen zu arbeiten, uns an seinen Rechten zu kriegen, und dann verwasch. Er ist entschlossen, uns zu brücken, uns anzusaten, uns zu sehen, und seinen Namen zu verherrlichen. Und mir fällt das bloß sehr auf, bloß bei dieser Frage, aber Gott, das ist et wat. Und wir brauchen nicht zweifeln, ob der mit uns was verhaftet oder nicht. Das ist ganz klar. Der läuft uns auf den Plan, und wir werden entscheiden, ob wir wollen mitmachen, ob wir uns handgeven wollen oder nicht. Und dann bei der 2. Mose 3, was wir vielleicht mal auch hadden, ich habe dort Geld gesehen, sagt het Israel. Waar het in jet, ich habe ihn schreien hier, und ich habe hier, und ich sie besorgt am ihn, und ich komme. Und ich komme ihn frei zu machen, und ich war in Geld het Land nicht führen, und die waren een zee zijn, en die waren den zee erleben. Dat geldt ook voor ons. Gott gaf en die geboten aanwijzingen zum Leben en vrijheid. Dat is allemaal zijn ziel. Wat allemaal die zegt, wat allemaal die deed, dat is zijn ziel als vrij maken. Allemaal vrij, allemaal beten, allemaal klare artjanen, allemaal wassen. En ik heb dat niet erom, als ergens wo in je huilen, dan weet die mal de rijtje, baat, tu mij was je harsje. Dat is niet Gott zijn was. Hij heeft de straf op Jezus gelast. En van dan aan alles wat zich Jezus toewende, wat hij vieren en het raadje belieren en rein maken. En dat is, hij wil leven en vrijheid en dat is zijn. En hij zegt, hij zei je vandaag vaarwel, weil je een zeen oder een vloeg hebben. Je krijgt een zeen, wanneer je dem Herrn je nun Gott zijn je zaten houden. Die etjen vandaag geven, dat redt Mose, maar dat is een klare boodschap, waar hij zegt, die kunnen willen. En scheid die. En dat is niet een druk maken, hij zegt, etjen die komen en we hebben niet charge, wat wil je waschen, sondern hij zegt, hier, kunnen willen, kunnen scheiden. En dan wieder den Vers uit Mose, en die schreien een vloeg, want die zaten, die de Herr in God je jaft, niet huilen worden. En je van de wasdraaien, den etjen vandaag je geeft hebben. En andere jetta deine, die je niet je chant hebben. En wanneer de Herr in God je en dat land dan brengt, waar je nan gaan, dat het junt zal zijn, dan zal je dat versprechen van dem zeeën op dem Garizimbosch bekend geven. En de warning van dem vloeg op dem Ebalbosch bekend geven. En ik verstand is een onderscheid zo goed, dat redt me aan. De versprechen bekend geven en de warning. Ja, versprechingen van een zeening en de warningen van wat vloeg brengt. En dat is best de woord tussen God zijn leven en leven ohne God. En dat is geen andere zaak wat ons straft. En wie daar we entscheiden. En ik mocht hier ons persoonlijk aanreden. Eine Entscheidung für einen was, oder eine Entscheidung für einen was, bedeutet Entscheidung von anderen Weg nicht. Wenn wir uns für einen was entscheiden, sagen wir zu anderen Weg nicht. Das ist beim Vorher so. Und für mich ist das ein sehr klares Beispiel. All die, die noch nicht befreit sind, die verstehen das vielleicht nicht so gut, aber die, die befreit sind, können das sehr fern sein. Wenn ich als Mann Termine früh ja sage ich zu all die anderen nicht. Ja. Braucht das nicht mal sagen, dann weiß das all. Ja. Wenn sie sich für einen entscheiden. Und das ist alle Weise. Treffen eine Entscheidung, und sagst du das andere alles nicht, was du nu entscheiden hast. Und bei der Weg, dus Gott sagt, check noch den Weg, was den Sehen bringen, und entscheiden, und geht dem, und dann entscheiden wir uns für den anderen Weg, oder nicht. Und dat, wenn wir das können einmal klarer sein in unserem Leben, das ist bloß eine Entscheidung. Und dann, das andere brauchen wir auch nicht nachgehen, brauchen nicht sehen, brauchen auch nicht proben. Wenn wir den Gott ans Wies gehen, dann sagen wir halt die andere Sachen nicht, das ist nicht so wichtig. Und das sind so viele kleine Entscheidungen im Leben, die haben große Entscheidungen, wo das kriegt das Prinzip einmal jalle das. Wenn wir die Entscheidung treffen, sagen wir die andere Sache nicht. Viele von uns haben sehr schlechte Entscheidungen getroffen. Ich habe eins in meinem Leben und habe viel Leid gebracht. Viel Tränen, viel Frustration, viel Mutlosigkeit. Und Gott
hier dat. Dus wie is de loze van Egypten? Hij zegt, hij had je hier zien schreeuwen, hij zie nu komen en hij wil je eruit raden. Hij heeft niks te doen met, nu wie je een stukje schet, nu hij je een stuk bemeest, nu wil je raden. Hij zegt, hij had je hier en hij komt en hij wil je raden. En wel, dat is persoonlijk onnemen. En dan wordt die hier. En dan wordt een entscheidung die je traf hast. Wo du musst andere, du musst niet Entscheidungen treffen. Neem het persoonlijk voor die. Gott hat het je hier aan die am onrepst. En dan zegt hij, ik wil komen. En ik wil die eruit holen. En Jezus zegt dat, wanneer je mij onrepen en mij komen worden, en we eten dat wie. Hij zegt, Gott, dat gebruikt dat woord wie. En we komen in gemeenschap met die hebben en het eten. En die worden mijn recht zijn. Dat is Gott zijn ziel. Dat is zo schijn. Met allem vloeg, met alle lasten, met alle zonden die we in deze wereld hebben. Deze boodschap is klaar. Maar du moet entscheiden, ik moet entscheiden. En wie moet Entscheidungen treffen. Mag Gott ons daaraan leiden. En deze Entscheidungen. Hij roept en zegt, kom. Ik neem die was. Alles wat dan nichts te dien leven hier. Want du weißt. Ik had alles betoeld. Ik had dat lied daar gemaakt. Om deze waskrijt te geven. Dat u kan vrij worden. En hij heeft vrijheid. Hij maakt vrij. Don't of du moet veel kämpfen, of du al rauf heinst, of du al ganz ungebest, nicht mehr uit was hast, oder nicht mehr gut weißt, wat het noch tun, wat nicht. Roep Jesus aan en zegt, dat hier, en hij wordt die raden. En wanneer we nu weer gaan met, we zitten bij die baan uit, wo hast du die Teu gemacht, wist dat nicht mal, hoffentlich macht Gott die dat op, feil die nicht, oder neem nicht die Gedanken an, dat das mit mir nicht. En nu wordt het al niet meer. Nu wordt mijn eigen niet meer. Nu wordt mijn familie niet meer. Nu wordt mijn eigen leven niet meer. Nou maar dat. Jezus strijkt de hand aan en zegt, dat jij hier. Kom. Ik wil die eruit holen. Maar moet aan die vast. En moet aan die jo zegt. En moet aan die dat andere dan ook. Al het andere nee zegt. Dat is de schijne boodschap. Ik mocht het nogmaals betonen. God geeft am jästlichen leven zeeën. En dat leven am Fleisch als vloeg. Dat is bij hem allemaal klaar. Was het van mij leven, dan je dat geestlich. Was het van anders wees, dan je dat bloß nog am Fleisch. Den Sehen verspreit Gott, dat is een garantie. Dat is een garantie. Leven am Geest als vrijheid, dat is een geschenk. En voor den vloeg warnt Gott. Hij zegt niet hier, neem. Hij zegt, doe niet. Hij warnt, wens te komen vallen. Een leven aan vlees brengt vloeg, dat is een loon. Ja? Dat is niet een geschenk, dat is een loon. Zijn is de garantie, vloeg is een consequenties, het zijn vallen. En een vleesleven heeft een loon, en dat is de dood. Dit beeld heeft mij zeer aangereden. We waren deze wat beeld af en toe over veel brokken. En ik hoop, weet je, een beeld wat ons lang blijft am leven. Deze verslotenheid. Het beeld wijst dat de mens angst heeft en heeft ergens een Teu gemaakt. En dat zielt op eigen, op de gemeenschap van eigen. En waar zijn het vangt am Jugendalter, am Tjena-Alter aan. Wo wir uns anfangen Teu te maken, wenn wir te leren daar im leven te komen. Je nachdem hoeveel troubles we hebben en wo we opwassen, maken we was Entscheidungen. Wat opvallend bij dit beeld is, en wat de gedanken van deze richting zijn is, wanneer ik mij Teu maak, dan kan ik niet Gottes leven in mij ruim vinden. Verletzungen, enttäuschungen, frustrationen, die dan bij ons voets te krampen en dan maken we ons Teu. Passiert aan de kindheid, passiert aan de jugendtijd, passiert aan de eerste eierjaren, wanneer we dan niet oppassen. We maken ons Teu van partner. Partner wel ons leven, we laten ons niet leven, we verstaan niet mal wat leven is. En dan we willen leven geven en dat komt niet aan. Ik maak veelmaal deelwijs een kiste en deelwijs als een diepe waarheid. Dat we mannen zeggen, ik leef me niet vrij. Dat is plus nog niet aangeword. Ja. Wat meint dat? Ik had het niet verstaan. Ja. Dat komt niet eeuwig. Ik probeer en ik leef, maar dat komt niet aan.
En dan zit niet leven, dan zit er veel dat zijn troubles, die veel te lezen, omdat de leven schelen kan. En veel het ligt aan dit. Het is touw. Ik heb angst, verletst te worden. Wens dat wat leven is allemaal dat opmaken. Dus Jezus zich aangaf, we leven voor ons, en zegt slut. Ja, verhakt mij dat wat je wil, uit je wilt allemaal leven. Wanneer ik me entscheid, wat niet te leven, mijn vrouw, of dan een andere vriend, of dan mensen te leven, jullie te leven, dan heb je de mogelijkheid, mij slecht te leren. Ja. Mij weet te doen. Wanneer ik me toe maak, je wat zie en zei, maar een beetje op die stand, dan schützt ik mij, dat je mij niet meedoen horen. Wenn ik vertrouwen niet, ik weet niet wat je doen horen, maar wanneer er leven is, dan is eigenlijk, ik maak me op, en wanneer je wil, kan je mij damals leren, kan je mij weten. Ja. En dat is waar we veel angst hebben. Ik heb in mijn leven zeer veel angst gehad. Maar wat je maakt, wenn ik zeer verletzt werd, wanneer mensen mij leefden, had je het veel meer verstonden, die wel zich best bij mij bijbrengen, en mij nog her wat daar een Fehler te maken, dat mij te gaan, en dat ik dat niet weet. En ik heb het am Anfang verteld, waar ik mij thuisgesloten had, en zei, ik wil allemaal de mens verher erkennen, wer hij is. En wo Gott mij dan weiß, dan was ik niemals meer vertrouwen. En zo was het allemaal oftest. Is het een scheider, is het een slechter. En dan meint ik, mag mij thuis. Dus das man hier staat. En die pannen is dat angst, mij wat waar wer weten. En die je met je mendes en aan je mendes wij door je rij hebben, worden dat nog versperren, want het nog niet lang terug is. Je mag je zo goed houden in je mende. En dat is schuld. Zeer schuld. Je mag je een touw voor je vrouw, wie een man. Wens er zijn verletzingen. Manchmal van de kindheid, uit de familie waar we opgewassen zijn. En dat is wichtig dat we erkennen, wanneer ik me touw maak, werkelijk niet opmaken kan. Dan kan ik me ook niet opmaken voor de leven Gottes. De is stootje als de leven van mensen. De is stootje als ik, maar God respecteert dat. En dat is een boodschap die we allemaal hier moeten. De leven Gottes kan niet nemen, wanneer we hoort te hebben, wanneer we verletzt zijn en ons touw maken en ons afzonderen. Wanneer we niet mensenleven opnemen, dan kunnen we niet God zijn leven opnemen. Wanneer we ons niet leven laten kennen, kunnen we niet opnemen. Ik heb dat vele jaren hoe ik dat persoonlijk leren deed. En ik dacht niet dat het met leven te doen had, wie met hem leven. Ik heb zeer zwaar gehad met, als God mij aan de Bibel schreef, waar ik dan van spenden leven zal, dacht ik allemaal zo uitnemen van geen mens geld. Dat kan ik niet. En wer van andere mensen geld praat, dat zijn vuur, dat zijn die wel niet schaffen. En dan moet ik me toe. Ja? Mensen komen en mij zeggen, hoeveel geld die wat die je weet zit. Weet niet. Hij kan niet geld nemen. En dan zegt God te mij, wanneer du niet nemen kannst, word je niemals geven. En dat heeft mij dat het ganze leven gevierd. En dat is met leven kruisen. Wanneer ik niet leven nemen kan, word je ook niet leven geven kunnen. We zijn wie touw. Neem dat met. Denk dat daar. In je eigen, in je families, tjena te ouderen te tjena. Je schwester aan je mende. Hoe is die in leven? Hoe best u touw? Dan mag God die dat wijzen. En wanneer vandaag er chance door is, wat ik weet dus niet wat, schrijf dat op, dat moet die dat we niet mal, wanneer we tijd hebben, wieder over dat reden. Stel die vraag, zoals die dan hast. En dat is niet schädlich, Fragen stellen, dan is weet. Der vraagt komt wieder. En ich vraag blijft door hoe het is. En dat is mijn vraag wichtig, zeker wichtig, en dat we dan verder komen. Wat een zeer klare Sache ist, wanneer we thuis zijn en verletzt zijn, en weil we ook niet andere mensen autoriteit toetrouwen, we willen het allemaal zelf bestemmen. Het beeld wijst met hij kan niet antwoorden, dat kind kan niet antwoorden op autoriteit, want hij kan dat niet vertrouwen, dat de papa dat de andere autoriteit heeft, en ze heeft angst dat wat mij wat daar schrijven kan. Dat is ergens wat passiert. En vele kan je vielleicht, wat dan in het leven passiert is. En hoe het handelt, ja, van kindheid aan, wat u een partner wilst, wat u met vrienden past, wanneer u touw bent, dan kan de nest dat die niet leven. Die best afgesloten daarvan. Du magst die touw. En aan de eigen magst die hart niet op. En je gaat een touw daar in leven, en lang het eind, als twee personen, maar niet als eind. En ze kunnen niet verbinden. En zoals te veel verletzingen passiert, oder Enttäuschungen,
da Frage, da Angst, wo man sich nicht abmacht, einer vom anderen. Bild kann auch so sein, wo eines Taubseite kannst du nehmen, ich als Jugendliche kann das nehmen als eine Freund, und die Taubseite vielleicht viel Taub haben, aber innerlich ist nicht diese Verbindung, diese Leben. Und ich würde die mitmachen wollen, krijgt auch junge Menschen, red miteinander, von dort, was an ihnen dran ist. Mir dat het sehr wei endlich, dat ich habe damals sehr viel Freunde. Und ich glaube, bald 20 Jahre ungefähr. Niemals mit meinen Freunden wirklich mein innerliches, geistliches Leben mitgeteilt. Und moi dann noch her, wo leicht das ist, an so eine Freundschaft, zwei Gruppe, zwei Gunne, das wird keinen Wei. Aber mit den Freunden, wo du ganz eng verbunden bist, an die zwei Gunne, das wird kein Wei. Wenn so hat man sich verbunden, ja? Geistlich, seelisch, man hat für sein Leben verteilt. Und ich will nicht mitmachen, Jugendliche, das hat. Red miteinander, was Gott in ihrem Leben hat. Und das wird ihnen verbinden, was Vertrauen watchen, und ihr wird frei werden, um nachher wieder zu zeigen. Und ihr wird Freundschaften geben, und nicht bloß Gruppen, die nachher auch keine Beziehungen haben. Aber das passiert in vielen Situationen in alles. Und ich möchte viel mitmachen. Und besonders eins, die wir in ihr Leben, wie viel Mal ans Partner selbst, wenn wir nicht reden, wenn wir uns nicht abmachen, oder der Partner sich auch nicht abmacht, fällt er sich missbraucht. Da fällt sich auch sexuell, bloß als ein Objekt. Wenn es nicht redet, man macht sich nicht ab. Nicht jetzt mal mit reden. Ja? Und ans eigen Lied weet dat allemaal wat zijn. We willen leren miteinander communiceren. Ich weiß nicht, was meine Frau feiert, wenn er mir das nicht sagt. Der weiß nicht, was mir feiert, wenn ich das nicht sagt. Und wir dachten früher, das geht von allein. Wir haben uns befreit, dachten sie, nu es sind alle Troubles ein, was die Jugendlichen haben, und die hat bloß nach Verweis und jetzt schein. Und wir mussten ungefähr 5 Jahre auf uns studiert, weil wir erkennen, wie wir miteinander reden, wie wir uns mitteilen, wie wir fragen, was dem anderen jetzt, uns interessieren vom anderen. Und dann lernen wir uns erstmal kennen. Und das bei jungen Menschen, junge Freunde, die miteinander reden, die was ist da binnen, was das geht. Und dann sie ihn kennen, da entsteht eine Verbindung. Wat er passiert ist, das sind nu mehrere Bilder aber in solche Richtung bloß, das sind solche Systeme, und ich glaube, ihr leicht verstehen. Aber die Situation, was hier passiert, zum Beispiel bei dem Ferienbild, was ich hier einmal habe, das Kind fällt sich aufgelehnt vom Vater. Das ist nicht in der Gemeinschaft. Mein Vater lehnt mich auf und der programmiert an sich. Papa will nicht harschen, Papa will nicht harschen. Und so, weil er sich frustriert, dann macht er sich tau. Und dann kommt diese Situation, wo dann Ehe ist, da du fängst eine Liebschaft an als Jugendlicher. Und der Jung, oder der Mann, der sieht immer nach der Anerkennung vom Vater. Dem fehlt es, dass der Vater sagt, das ist Geld, was du getan hast. Die Basket, die was geben. Und dann dreht er sich von seiner Frau fort, vielleicht auch von Arbeitskollegen, vielleicht auch von Freunden, dreht sich wasch und sieht das noch einmal und kann sich nicht verbinden mit seiner Frau. Das selbst passiert im Jugendalter, kannst du dich nicht verbinden mit Freunden, wenn du siehst immer nach Lob, Anerkennung. Und fängst die an zu vergleichen mit anderen Jugendlichen, und die können das besser, und die nicht, und dann hat das so das im Leben. Und nachher, beim Verbinden mit einem Partner, passiert das, dass du endlich sagst, ich brauche nu Anerkennung. Ich brauche nu Leben. Und wie viele junge Menschen fallen an viel Sünden. Und besonders an sexuelle Sünden, an viele Drogen und Alkohol. Bloß wenn sie Leben sehen, und ich rede vielleicht eine große Gruppe oder eine gewisse Gruppe. Aber das ist nicht Leben, sondern Anerkennung. Ich sehe wer, ich mag mit, wir respektieren die. Manchmal geht es mit Gewalt, und wer der stolz da ist, na met eens fällt man nu hier uit de touw. Das respektieren mich. Und das ist, dort wo es dann jetzt noch Fluch, oder wo der Fluch, oder der falsche Wasch, bloß Lohn bringt, und der Lohn ist der Tod. Und das sind nicht Recompensas, das sind nicht Segnungen, sondern mir fehlt Leben. Und wenn wir sagen, eigen Leben, ist das ständig das Verlangen, mir fehlt Leben, und ich sehe das bei meinen Freunden nicht, oder bei meinem Mann nicht, und ich sehe immer nach, meine Eltern haben mich gelebt. Und dann geht es da wieder. Und Gott raubt uns ab und sagt, komm, ich kann die.
En die heeft dat daar. En die kan vrij maken. Ganz vrij. En niet in een oond, sondern een proces. Waar je die hand neemt en met die touw daar zit. Dag voor dag. Monat voor monat. En die in de wassen. De vrouw, om dat dan op eigen te betrachten, die voelt zich niet wichtig. Mens, de man zich wasdreht en immer nog onerkennung ziet. En die onerkennung die hij ziet, kan hij bloß niet geven. Wat we erlebt hebben in unserem Leben, hier man eigen veel Gemeindearbeit en Jugendarbeit is, dat het immer war, dass eine Situation heeft in junge Menschen, die sagen, wenn ich ein Mädchen habe, wenn ich dann bei Jungs ist, bei Mädchen passiert auch immer mehr. Wenn ich einen Jungen, ich will dem nicht verlieren, oder ich habe ein Mädchen, ich will das nicht verlieren, und dann macht das Mädchen Druck. Und die möchte das will mich aufsagen, dann redet er manchmal von Leben nehmen, wenn du mich aufsagst, will ich das Leben nehmen, dann will ich mich tot machen, und dann will ich das oder Jahren tun. Und dann gehen manchmal Beziehungen lang, über Monate, manchmal sogar über Jahre. Bloß wenn man nicht den Mut hat, das zweite machen oder abtieren, wenn es das ein Druck ist. Und wie hervor, dat is ganz tijd, dat man dan dat Mädchen sagt, dan laat hem gaan. Sei die ganz los von dem. Wenn's, wat dahinter steht, ist nicht, dass der Jung schlecht ist, sondern dem sie denken, der fordert, das was hier zum Beispiel das Bild ist, der fordert von dir, was du dem nicht geben kannst. Nämlich, das ist endlich das, was der von Gott fordern soll, fordert er von dir. Anerkennung, erfüllt Leben, Ruhe, Frieden, Sicherheit, das kann kein Mensch geben. Hetzelfde geldt für Mädchen, geldt für Jungs, geldt für Männer, für Frühes. Das kann nur Gott. Und wenn ein Mensch mir ja Druck macht und sagt, wenn du mir nicht helfst, nehme ich mir das Leben. Ja, das ist eine Botschaft von, ich will, dass mir ein Mensch die Radung gibt und die Zufriedenheit am Hart und endlich mal Gott geben kann. Es wäre immer wichtig, dass wir uns fragen, seid ihr zufrieden, mit das Gott mir gemacht hat? Kann ich so leben, kann ich so einen Mensch leidlich machen? Und dann fängt das Leben an, Gott wird da richtig sehen geben. Das nächste ist, wenn das eine Früh passiert, zum Beispiel, bloß das Beispiel, vorderhaft, de Mädchen aufgelehnt, sind eine Tochter, hat sich teuer gemacht. Teuer gemacht für einen Mann, sieht immer noch Anerkennung. Aber sie hat Angst. Ja? Und was man so immer was sieht, da ist die Geschichten, da ist die was Test, ist dort bei der Früh, dort war eine Früh ein Mädchen dort erlebt, dann hat die Angst zu verlieren. Und viele von frühes, viele Mädchen schätzen dann aber, ich will mein Geld noch verlieren, dann hat ich in dieser Welt nichts mehr. Dann waren sie jitzig, das haben Kodisia nennen. Und sie viele einmal, alle Männer wollen mich auflehnen, ich habe keinen Schutz in dieser Welt, ich muss mich selbst weiter. Und dann fängt einmal da Tau zu werden, einmal da Tau, und ich will mich selbst da spielen. Und da ist auch wieder die Haltung von, ich komme nicht wieder, und ich will ungehen, ich habe Angst dafür. Und wenn du dich befreie, der Mann fühlt sich angerecht beschuldigt, wenn es was einmal gefallen hat, und es kommt nicht nur, fühlt sich, er kann nichts gut machen, und fühlt sich angeirrt. Das sind Fälle von, wenn wir ans Tau machen, oder da ist irgendein Erlebnis in unserem Leben, wie sagt, ich tue mich bloß nicht mehr. Ich mag mich nicht mehr auf, wenn es das so weit. Wir haben Menschen verletzt, ich mag mich tau. Und dann passiert das ist dort. Und das nächste Mal, wie ein Mädchen dann dort wieder jetzt, ist auch die vor der Tochter aufgelehnt hat sich nicht Geld gefeilt oder tüß. Ja, dann sagt er, lebt er leben, und dann sagt er, ich will Anerkennung, ich brauche neues Leben. Ich brauche Anerkennung, ich brauche Sicherheit. Und das ist ein ständiges Schreien nach dem. Und ja, viel weibliche Mädchen und Frühes, die nur das Leben von Männern schreien. Und sich jämmerlich verbistern. Und das hat alles im Grund mit unserem Hort zu tun. Und wenn wir dann checken, das, was wir am Anfang hatten von uns Land, und wo wir binnen wohnen, das ist immer das Evangelium, das da nie das Leben anbringen kann. Und das haben wir. Das Evangelium haben wir. Über Generationen. Wir haben Bibel, wir haben mehrere Bibeln thuis. Wir können da noch leben. Wir können das brücken. Wir haben Lesungen. Wir brauchen nicht mal davon reden, dass wir in einem Fluch leben. Wenn wir Trouble haben, wir können nach Gott gehen und die Freiheit holen. Und die Freiheit, das Evangelium wieder vertellen, dass es immer mehr Menschen gibt, dass die nicht brücken
erfällung aan mensen zitten. Uit aan systemen van deze wereld. Uit aan ergens een nahrung, uit ergens een eten, uit ergens een drinks aan deze wereld. En man sagt immer weiter, früher ist es das Teil gewesen, als ich Teil gemacht habe, sehr verletzt an ihre Kindheit, ihre Jugendzeit. Die war ihre Identität, von dat wir wie viele Mal geredet haben, das ist die Frage, wer bist du? Oder die an ihre Mann sehe, und die waren Mann, wenn du mich nicht leidlich machst, dann finden wir bloß nicht da, ich kann nicht mehr. Und eine Arbeit, wir sehen Anerkennung, und seht ihr viele Mal die Arbeit, wo dann die Gesellschaft anerkannt wird, dann ist es eine Früh, wenn die kann gut arbeiten, und der Mann, der läuft, dann finden die da ihre Identität, aber es dann bloß die Arbeit, nicht an Gott. Dann Freunde, dann Freundinnen, dann ein Church, und dann viele andere. Ja. Und ich möchte das betonen, es verbindet uns immer mit Church, mit Gemeinde. Ja. Dus wie leven, dus wie Beziehungen abbauen, wo wir uns tau machen, wo wir uns abmachen. Es ist immer da nur, was auch sehen, an uns nankommen, auch an denen, an uns, dadurch uns schälen, an die Gemeinde. Ja. Ich möchte hier einmal ein bisschen mit anhören und einfach fragen, komm je mit, oder da Fragen sind, die ich sagen, das fehlt besser zu erklären, fehlt nicht so schön, fällt dir da ganz frei. Ja. Wenn du eine Frage hast, dann vielleicht noch mehr, kreite Salzje. Dat fijn dat alles klaar is. Dat is sehr schön. Het nächste is, de man, die in de vroeghaft is, einfach sagt, ik brug nu leven, ik brug anerkennung, ik brug lob, ik brug dank, fällt sich viele Mal überfordert. Ja, das ist hier sagt, das ist alles Spanisch hier. Aber er fällt sich nicht zufrieden. Und er fällt sich, ich kann meine Frau nicht zufrieden machen. Und das kann wie sehr gut. Kann die Frau, kann die Mann, kann die Kinder, die Eltern, können bloß nicht die Eltern zufrieden machen. Und das ist so, wenn wir Eltern nicht zufrieden sind, unsere Kinder können uns nicht zufrieden machen. Das kann nur Gott. Ja. Wie man unsere Friedenheit, unser ganzen Lob und Anerkennung bei Gott sieht. Und dann können wir unsere Familie leiden, und wir unsere Familie von der Frieden her leiden. Und wir können nicht frustriert sein. Und wenn Frustrationen kommen, wie finden wir Lösung bei Gott? Ja. Das ist, was ich am Anfang gesagt habe, weil das immer war uns ein. Gott reicht uns die Hand an. Ich komme. Ich will die Rüt holen. Ich will die helfen. Ich will die sehen. Und er wird immer sagen, ich will. Und ich will. Und ich will. Und ich habe die hier. Und ich sehe, komm. Die te raden. Und dass du je raad bist, dass du Gott chance, dass bloß wenn sie kommt. Und wenn sie mich absagt, und wenn sie die absagt, und er wird sehen. Die Mann, die Falle von kriegt das, van Tau machen, und eine Kindheit vielleicht sehr verletzt, er sagt, ich brauche die nicht. Ich kann was anderes sehen, du erfällst mich nicht, ich gehe anders was haben. Er ist unfähig, ein Leben von seinen eigenen Früchten zu kriegen, oder zu nehmen. Und das verbindet mich in meinem Leben, was ich am Anfang gesagt habe. Man ich nicht nehmen, dan wil ik nog niemand geven. Wees wie Mathe nemen en geven leren, geven en nemen leren. Hij leeft alle vroeger waren am aflehnen, heeft zich vielleicht al aan de kindheit en aan Jugendtijd im Kopf dann gesagt, da ist Verletzungen, da ist Enttäuschungen. Und ich so, früher, das ist eigentlich ich mache mich selbst weit. Und viele treffen die Entscheidung, so eine eigene zu gehen. Einerseits sagen sie, ich brauche eine Frau, ich will eine Familie, ich brauche auch eine Gemeinschaft, ich brauche ein Weibliches an meine Eier, an mein Leben, aber man mag sich taufen, das Eier. Und je hebt een leven van zeer kalde, zeer tweinend leven. En man sieht seine Identität, seinen Wert am Leben, am Charpa, vielleicht am Sex, vielleicht an der Arbeit, vielleicht an der Bank, an viel Sporen, an viel Geld haben. Und läuft dann, ich will zufrieden sein. Und wenn ich viel habe, dann bin ich zufrieden. Und manch einer hat recht Lob. Ja, in unserer Gesellschaft, wie viele Menschen haben Anerkennung gekriegt, und Lob gekriegt, wenn sie viel Geld haben. Wir sind eine Gesellschaft, wo Menschen sehr viel wertschätzen, wenn sie viel Geld haben. Und so will wie alle haben. Ich frage mich manchmal selbst, ja, wo kann das bloß sein? Gott sagt, wenn ein Ritter am Reich Gottes nennen will, ist bloß sehr schwer. Und dann sagt er, ich will ein Richter werden. Und was ist die Frage? Will ich vom Reich Gottes werden oder will ich vom Reich von dieser Welt werden? Das ist immer eine Frage. Und das ist bei so einer Situation viele Sachen, wie wandern und Sachen von dieser Welt, die sind leicht, das ist so wie jeder Tag.
En zodat ons God het te wandelen, zei maak me vrij, wel die van wat te leven. En dit andere, dat is alles garbage en vergelijk te die. Dus Paulus dat zegt. Alles wat ik had. Ik weet de best voorbereidste mensen aan mijn tijd. Ik had alles. Alles wat een mens wilde deed. En dan zegt hij, dat is garbage. En vergelijk wat nu met die Heer Jezus. En wanneer we dat kunnen allemaal wel zeggen, wordt ons sehr veel helpen. En als je de vrouw, die voelt zich afgeleend, frustreerd, ook manipuleert. Ja, dus manipulation, weet niet of je weet wat dat is. Wat is einfach druk aan wandelen dat u deed wat ik wil. Ja. En dat wanneer ik wat wil, dan word je zo lang aan dat schuiven en dratje en reden, wat u deed wat ik wil. Ja. En ze erleeft dat de man er zou te vieren verzet en die richting te leiden, ze zei, zijn ma had hier in je hart. En het is een zeer zwaar het eigen leven. Maar wie verzet je onze vrouw en onze ma in te tussen, dat de ma met onze vrouw. Dat is een zeer schwere situatie, maar het passiert veel. Je bent thuis enttäuscht en zeg je dan de ervaring aan je vrouw dat hij mij zou behandelen als ik dacht, mijn ma zal mij behandelen. En wat dan nog passiert bij dat is, dat man ook veel die zaken aan ene vrouw kritiseren dat, wat krijgt de zwakke zijde van onze ma weer. En ze gaan onze ma entweder dan is vergeeft, dat dan problemen bij je komen, en dan waar je het aan staat, want dat dan mijn eigen nacht passiert. Dan krijgt te veel dat we thuis hadden. En ik wil niemand zoals mijn ma, ik wil niemand zoals mijn pa, nu passiert me dat dan in eigen, verachten we onze partner. Ja. Passiert bij de vrouw ook, waar we nog her nog zijn. Het zijn dezelfde reacties, wenn we beide mensen zijn, ja, man en vrouw. En wanneer deze verletzingen zo stoot zijn, als hij maar zegt, als de schreeuwen am hart, ik brok nu leven. En ik kan niet wachten. Ik brok nu leven. En maakt ernstige zaken, dat ernstige zaken, ernstige verspreiden om leven te schreeuwen. Om ongenomen te zijn. Om wichtig te zijn. En het is een mens die zo staat als, die kritiseert zichzelf stuk allemaal wel. En dat schijnt mijn leven zeer stoot. Nou is tevreden met mij. Veel het wel goed. Mensen zeiden mij manchmal, dat hast du gut gemacht, du kommst wieder. En ik zei mir, no, nada. Dat is plus niet veel goed. En dat is wens de banen niet vrede is. En wie zet je, nog meer, we kritiseren anderen, we kritiseren ons. En die met ons te blijven, zijn velen zich in een drukje zat, frustreerd, meid. En velen ze, we tjenen ook niks goed maken. Bij de vrouw is veel deze reactie. Ik wil die niet mijn hart opmaken. Mijn bannigste was die niet te zijn. Eens dat het wij, dat man heeft angst. En man ziet zijn identiteit aan andere zaken. En zichzelf, aan de arbeid, aan geld. En man heeft angst wat te verliezen. Ik wil hier een supermama zijn. En ik hoef te gaan, ik wil hem bewijzen dat ik een goede ma zie. Want mijn partner leent ik af. En de man, de partner voelt zich niet geëerd, onfähig zijn eigen partner te leven en voelt zich schuldig en frustreerd. Is het nächste, de vrouw ziet anerkennung van haar ma, en ze voelt zich afgeleend en kan zich niet een partner toewenden, een eigen partner. En haar identiteit wordt ze allemaal wat zetje. En zei je, vielleicht wat mijn man mij zo weet vieren, dat ik kan mij zeggen veilen en dat ik weet zie. En dat ik den weet heb wat ik in mijn ma eindelijk zetje deed. Dat ik wil mijn tjena wat mijn weet zijn. Ik wil mij aan mijn tjena klammeren. Ik wil mij aan je mende klammeren. Ik wil ergens wat zetje hoe ik vriend heb dat ik mij kan klammeren. Maar man verliert een partner. En de partner is frustreerd. Voelt zich ladig oder onfähig leven te wijzen. Het zijn die beelden die ik mocht vandaag aanreden en ons nemen. En ons allemaal waar zeggen en vragen. Hoe stehst du met die leven? En dan niet als een verzaaier die zijn, sondern als die gelegenheid dat God die in de beste zaken bloos wist, dat die entscheidungen trafst en wieder mag. En wassen. En du leeft nog. Zolang we leven is chance. Om niet aanvangen de anderen dat wat niet channeleren. Leven komt van God. En dat leven wat hij ons schenkt. Dat is allemaal dat ik wel die zijn. En wat ons redt. En wat ons opbouwen. Dat wat je am Anfang zei.
Dat is echt champ dat daar zit die komen. Dat alles sterkste breedje wat die bang heeft. Alles sterkste breedje wat Satan hier versteerd heeft op de wereld. Dat alles te zien te schuwen. We allemaal mee zeetje dat. En waar je een wasje opmaken dat er niet mee komen kan. En vrijheid vinden. En opbouw. En namelijk dat vergeven wat hij zelfs te doen heeft. Luisteren wat anderen allemaal je doen hebben. En heiling ziet. En gaat wat eraan schaffen. En neem dat vandaag met. Ik weet niet wat u die feilst. Mij hebben ze in de beelden veel weitergegeven. En ze heeft mij dat zag en ook veel gedacht. We willen ik dan nog mal uitkomen. En wanneer ik dan andere mensen beetje dacht, die hadden troubles niet. Oh ja, alle. En ik mocht nooit maken. Of die jong best, of die allerbest, of die grote troubles best, nu krijgt hij dat niet. God is die lezingen ziet en lezingen schaft. En die heeft grote kracht om ons vrij te maken, om dit te verhinderen waar we ons veilen met onze partner, met onze China, wie China met de ouderen. En God is een die vrij maakt, die werkelijk vallen kan. En wanneer we veld zijn met de vrede God is, met de lief God is, dan gaan we aanvangen te nemen en te geven. Dan gaan we anderen opbouwen. Dan gaan we onze partner leven, dan gaan we onze China leven. We China gaan onze ouderen leven. En dan vangt het leven aan. En leven is allemaal te wassen. Leven is te zich ontwikkelen. Mag God ons door een redelijk stotje. Ik mag bidden. Trouw God, we danken die dat u te ons reden is. En dat bijzonder dat u in deze wereld naar je komen bent. En geen onderscheid gemaakt hast met ons mensen. Je sterven best voor alle. Die woord hast je gegeven voor allem. Die gemeente hast uitgescheid voor allem. Dan met de ganze wereld. Deze boodschap gericht. Dat is licht gekomen en deze diestere nacht. En deze diestere wereld. En deze diestere levens. Nu bad we die Heer. Hoe immer daar diest is in onze hart is. Hoe immer wat je bang is. Hoe wat thuisgesloten is. Hoe wat hard geworden is. Bitte. Wees ons dat. Wanneer du ons dat vandaag gewezen hast. Dan heeft ons kracht. Ons die uit te wandelen. Dat u ons heilig kannst. Vrij maken. Want dat Beziehungen twee zijn. Je hebt ons ganz klar aanwijzingen. Waar we die wat je terecht maken. En je hebt ons dan kracht. Die genade heeft kracht. En die geven we alles. Dat we dat dan bereden. Ons vergeven. En ons zondags entsluiten. Nu wil we troubles voets abriemen. Aanklaarheden voets bereden. En wanneer we wat niet weten, wil we vragen. Damit u antwoorden kanst. En ons ook andere mensen helpen. Ik bid u, laat ons dat allemaal klaar zijn. En wanneer we ons voor mensen toe maken. Besonders in die gemeente. Dan gaan we ons ook niet opmaken voor die lui. Dus die zei ons dat zo klaar. Wanneer we ons in je naam niet leven. Dan gaan we die ook niet leven. En wanneer we dem niet leven, dem we zijn. Dan we die niet leven, dem we niet zijn. En zo redt ons, Herr, dat ons dat klaar wordt. En wie willen afstonden en een onderscheid maken. En deze tijd, en deze wereld, en onze ene familie, onze ene eigen. En aan deze gemeente. En Jezus Christus, loof je die en prijzen die voor alles wat u doen was, wat u gedaan hast. En ganz besonders, dat we nogmaals dank dat u zegt, du warst, du bent gekomen en du warst ons helpen. Amen.